Moin und willkommen auf meinem Kanal von der Akademie Kulinaire. An diesem Sushi-Haut schwätzen wir über glutenfreien Sushi. Für ein paar Jahre hat wir das Ganze noch belächelt gehen. Leider ist so eine Intoleranz etwas, weil den sich nicht raussieht. Am Gegenteil von einer Allergie, wo das Immunsystem verrückt spielt, ist das heute eine Intoleranz. Und hier ist nämlich das Verdauungssystem, wo komplett egal was möchte und einfach verrückt spielt. Alles da und noch viel mehr nur diesem Hai. Die erste Reaktion ist von den hört, oh, du hast glutenintolerant ist, dann ist einfach glutenfrei. Das klingt vielleicht so einfach, ist es aber nicht. Es geht nicht nur darum, dass Gluten am Essen dran sind, mehr Essen kann aber auch von Gluten kontaminiert sein, einfach nur, weil die Partikeln durch die Luft fliegen. Kommen wir auf den Sushi. Und zwar, wenn du in ein Restaurant geht und so zum Restaurateur, vielleicht ist die glutenintolerant, kannst du da, wenn du schläft, etwas machen. Wenn der Sushi-Restaurateur seht, ja, kein Problem, an unserem Sushi ist kein Gluten dran, weil das ist einfach nicht mehr falsch und da kannst du schon einfach nicht mehr die Sachen holen und heimgehen. Oder du riskierst, gehirnlos krank zu gehen davon. Die einzige Manier für glutenfreie Sushi zu holen, ist Sushi selber daheim zu machen. Es gibt heute einfach keine andere Alternative. Ich gehe mit dir heute die Haupt-Sushi-Produkte durch und gehe meine Alternativen dazu, für einfach glutenfreie Sushi zu machen. Als erstes hat man hier den Sushi-Reis. Der Sushi-Reis ist an der Basis immer glutenfrei. Das ist so, und plus gehen wir hin, dass wir Minimum 10 Mal spulen. Und es gibt schon auch dabei, hat noch gekocht. Also hier können wir sagen, dass der Sushi-Reis absolut clean ist. Als nächstes hätten wir dann den Reisessig. Am Reisessig wimmelt es nicht mehr von Gluten. Der Reisessig wird genau dasselbe hergestellt wie der Sake. Auf Basis also vom Reis, die Gäre gedauert. Da kommen noch verschiedene Produkte dabei. Und der wir nicht vergessen, das Ganze soll noch ein bisschen industriell verändert gehen. Also hier kann nie eine Garantie geben sein, dass da kein Gluten dran sind. Der Reisessig muss also komplett wäschgelos gehen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht etwas anderes das kann holen. Eine Alternative zum Reisessig hatte ich an einem Kur getestet gehabt von einer Frau, die gesagt hat, Leute, ich komme an der Kur und ich bin glutenintolerant. Da sind ich hingegangen, an den Platz Reisessig zu holen und ich Cideressig geholt. Und genau dieselbe Präparative gemacht wie beim Reisessig. Das Resultat war mega. Kommen wir zum Wasabi. Der Wasabi ist so eigentlich eine Wurzel, die frisch muss geraubt gehen. Wenn ihr so eine Wurzel hält, dann ist das absolut kein Problem, die ist glutenfrei, kann ihn also gerne an sein Sushi dran machen. In einem anderen Video hatte ich schon darüber gesprochen gehabt, dass wir hier in unserem Restaurant kein richtiges Wasabi kriegen, weil das viel zu teuer wird. Und eben noch das Problem ist, dass der Wasabi, die richtige Wasabi, noch einer Stunde Karamell Gummi hat. Das ist alles verflühen. Also sind sie eine Alternative gegangen und das ist der Meerrettich mit Farbstoff. Dazu habe ich ein ganz anderes Video gemacht, den Link dazu fand ihr hier innen an der Videobeschreibung. Alles das, was ihr also im Supermarkt fand, die ganze Wasabi, ob es am Tube ist oder am Puder ist nicht glutenfrei. Kommen wir zu der Sojasauce. Standardmäßig kennen wir alle guten Kikkoman Sojasauce. Die ist absolut nicht glutenfrei. Es gibt aber eine Alternative dazu, die heißt Tamari Sojasauce. Und die ist garantiert glutenfrei. Wenn ihr die kaufen wollt, den Link dazu habe ich euch hier innen an die Videobeschreibung gemacht. Kommen wir zu den Sesamkernen. Sesamkernen ist Kiwis. Also, das könnt ihr gerne noch bei Sushi dort machen. Sesamkernen sind glutenfrei. Als nächstes wären hier die Nori-Blätter, ein Hauptbestandteil von allen Sushi. Die Nori-Blätter sind wirklich auf Basis von Algen, gepressten Algen, die gedrückt kaufen. Also hier absolut kein Problem. Nori-Blätter sind glutenfrei. Dort gesehen, ob die Hauptprodukte, die der Brat für Sushi zu machen, gibt es alles Alternativen. Wer den an sein Sushi dran möchte, ist eigentlich schon selber los. Wer den hier muss aufpassen, dass es eben glutenfrei ist. Wenn wir aber durch Standard-Sushi gucken, was wir so in einem Restaurant kriegen, da sind verschiedene Sachen, die aber auch zu vermeiden sind. Als erstes hat man hier den Tempura. Mega lecker, leider voll mit Gluten. Eigentlich könnt ihr sagen, alles was industriell verändert geht, das dürft ihr nicht an eurer Sushi dran machen. Wenn ich also Standard-Sushi möchte, das heißt, beim normalen Fisch, Thon oder Salmon bleibt, ist das absolut kein Problem. Es gibt also absolut keinen Grund, auf Sushi zu verzichten. Macht es so, wie ihr es am liebsten habt, wie ihr es macht und wie ihr es am besten verdroht.
Also jedenfalls bin ich gespannt von der Dat man lo getestet man der Nervitien wat ze vun der gehalen hun an ob ze gemerkt hun ob ze glutefreie Sushi hatten. Schreib mir Erfahrung gern du zo ënnen an Kommentare ha. Doniwen run hun an po einer Video, wo der ganz gerne könnt uklicken an bisse weiter op diesem Kanal könnt gucken. Danke, merci fir gucken an bis geschwind. Ciao!